Guten Morgen, die alle. Ik heet jullie alle hartelijk welkom. En we willen nu weer gaan met onze Bijpredigt. Het wordt nu de 20e plaats zijn. En ik merk dat aan de vier Bijpredigt, daar hadden we Matthäus 6, vers 1 tot 4. Aber ich habe eigentlich best den ersten Vers eingetast. Vielleicht haben viele von ihnen sich da bereits gemerkt, dass wir würden nu von der 5. Vers wiedergehen. Aber ich habe von der 2. bis der 4. Vers wirklich nicht was im Thema gehört. Das viermal sage ich das, so wie vielleicht gut. Wir deuten da noch einmal mit dabei beantworten. So, blättert mit mir taub in Matthäus 6. Vers 1 bis 4 als ans Tags wegen von der anderen Zahl der Tags, was wir viermal hatten. Da sagt Jesus, es steht, seid ihn fair, dort die fromm sein, nicht durab für Menschen euven, dort die wollen gesäunen sein. Wenn's dann habt je von jenen Führer im Himmel all mit keinen Lohn zu rechnen. Wenn die ne Gov jafs, sollst die nicht mit der Trompet verablosen, loten, so als de Hegler dort in de Judenscholen en op de großen Donen, von den Menschen geloofd te worden. Ik sage ihnen die Wahrheit, dort ist alles, was sie kriegen wollen. Aber wenn die ne Gov jafs, dann lot de linke Hand nicht weiten, was der rechte det. So, dat die im Geheimen jafs, in den Führer, die in dat Geheimen seht, ein Geheimnis seht, was die dort öffentlich belohnen. Wir müssen die Bäre anfangen. Laten we graag daarvoor, we komen je verdienen, we danken die voor deze morgen, wat die ons zelfs ook verdiend wordt. En hij moest die mij kracht geven, die woord zo te reden, als die dat was gereed hebben. Mocht door een zegen uitkomen, en mocht door een leer uitkomen, dat we alle daarvoor bekend worden, met wat die ons hier met zeggen was, en mocht die ons open harten geven. Ik stoor dat toe, dat bloos dat weten alleen, dat niet genoeg. Wings van veel weiten en aber nicht immer die Wahrheit mit einverstanden sein, das wirkt bis in euer. Deswegen bete ich in Gehorsamkeit hart und in die anderen sein, dass wir mit einverstanden können sein, was die sagst. Himmlischer Vater, muss die das geben in Jesus sein Namen. Amen. So, wir sagen, dass viermal haben wir alle den ersten Vers uns besein. Wegen dat fromm zijn en wegen dat zo uitloten, dat ons alle fromme mensen van bieten uitloten, dat we in de vier boodschappen, wo wir so wenig hadden, überhaupt nicht eingetast hadden, dat wir wegen Goven geven, wegen Methalten, wegen all so Dinge, als dort, da haben wir nicht von eingetast. En so, wat Jesus hier sagt, dat wenn wir de Guf geben, dann soll wir nicht dort bekannt mehr an den Wesen, was wir nie haben vergeudet getan. Ich sage, das ist dort. Dann wollen die Menschen uns loben, und die wollen uns hochheben, die wollen gut reden von uns. Und dann sagt das ist auch alles, was die wollen kriegen dafür. Das ist alles, dass die Menschen nicht wollen loben, das ist was wir die wollen kriegen. Aber mit einem Lohn von den Führer habe ich nicht reden. Want dat is waarom gegeven dat. En, aber wir wollen von dir ein klein bisschen andeuten über diese Sache, über wo das für wird verliert. Wegen Guf geben und wegen Menschen abdrücken, dass die sollen so und so geben und das und das. Was von dir in der charismatischen Kranzen so rief ist, aber das geht bis durch. Du Hengerik wordt op hele ondersteden ook gedreigt en gepraat en gejammeriert en die Menschen merken am Schlag fallen, wenn sie nicht gegeft haben und all so dort. Und dazu wir wollen ein bisschen kicken. Menschen sind für der haben einen Weg gehört, worum Gott hat den Weg gehört gegeft. Und die wollen ihr Beste, so gut ist das geschenkt, als wollen sie das Beste. Und wenn die so Menschen dort so verjammerieren ist, die würden manchmal das Letzte geben, was die haben. Die würden selbst suffern, wem zu geben, wem das nicht mal fehlt. Das ist, was von uns auch passiert. Und eine so eine Begebenheit sei wie in Markus 12, auch in Lukas 21.
Das handelt sich da um dieselbe Geschichte. Aber wir wollen in Markus 12 gehen, Vers 41. Du sagst, dass es steht. Jesus sagt sich, so wie im Gotteskosten im Tempel dort, dort heu sein können, wo die Menschen ihr Geld durcheinander leden, und viel Ricke leden durch viel nennen. Dann kam eine Arme wird früh und lädt 2 Kapperschnellen, ungefähr 1 Cent. Dann ruft Jesus seine Jünger und sagt an, ich sage Ihnen die Wahrheit, diese Arme wird früh hat mehr im Gotteskosten angelegt als der andere alle. Der andere, die du jäuven, haben alle mehr als genug. Aber diese, die weniger hat als sie braucht. Das wird weniger hat als sie braucht, weil wir ein Ding haben. Jäuf alles, was sie zum Leben hat. Was braucht diese früh? Diese wird früh. Zum dat sie hat all weniger als sie braucht. Und sie kommen, und sie jäuf noch dort weniger, was sie hat. Was sie actually viel hat selbst im Leben. Und die kommen und lehrt dort an. Was braucht Arbeit? Afgeschumde Prager brauchen Arbeit. Ich weiß nicht, sonst alle deutlich ist. Vielmals wird diese früh, wat sagen, geloof, oh, ich habe mal wofür diese früh gebraucht habe. Und afgeschumde Prager, die brauchen diese früh als Beispiel. Kijk mal, die juift doch ihr Letztes. Was braucht die dazu, dass die dort Letzte juift? Ich will ein klein bisschen vorab gehen. Und dann wir bis mal in Matthäus 23 gehen. Vers 14. Matthäus 23, Vers 14. Du sprach Jesus in den 23. Kapitel, du sprach Jesus 7 Wochen über die Pharisäer. Aber hier seine 14. Vers, du sagst Jesus, woher gehen Schriftgelehrten und Pharisäer, je Hechler, je Freten, die wird früher aus dem Haus. Und merken lange Gebäre, um Gesäunen zu sein. Du wegen wird gehen Verdammnis so viel gerater sein. Du wegen wird gehen Verdammnis so viel gerater. Die Freten, die wird früher aus dem Haus rüht. Was sagt ihr damit? Ich will mal 3 an diese früh besein. Die kommen leid, dat wat fehlt, sie haben nicht Mut genug für sich selbst und kommen leid dat an. Nu wollen uns die Frau in Himmel stellen. Was braucht Arbeit da? Dass sie das kommen. Kriegt das, was Jesus hier sagt in Kapitel 23. Die merken die so im Schlag fallen, dass sie nicht genug gegift haben, dass die schließlich alles handeln bis dass sie diesen Namen wollen für die Menschen drehen und dass sie nicht sollen so raufgerannt sein, dass die nicht sollen so schlecht reden oder denken von ihnen. Das ist, was Jesus hier sagt. Wenn die Diener gut wirfst, dann sollst du nicht fertig mit der Trompete blusen, weil sonst wird die Pharisäer deuten. Und so in der Society, so stehen so hoch, wenn sie geben so viel. Und sie merken dadurch, die Menschen, die sie nicht können, im Schlag fallen. In den Zweig sagen sie die unter Druck. Dass sie die auch dazu kriegen, dass sie allein. Aber hier dann dort fragen, wenn wir von der ersten Tag aufgeschumte Lehrer, und das sind nicht mal Kirchen, was sie haben. Aufgeschumte Lehrer, was als sehr gut weiten, dort wo knapp einzig das geht. In ihrer Art und Weise von den Menschen besäbern, dass so sei euch, dass sie even da noch merken, entlastet verkaufen. Wir weiten, dass viele von euch, was erlastet geben, das sind Victims. Viele wollten nicht besser, aber wir wollten noch, was Paulus der Thessalonicher sagt. Gott wird die gewollte Ehrlehrer schenken, wenn sie die Wahrheit nicht leiden können. Aber nicht alle, was du erbastet tun, haben die Wahrheit nicht leiden können. Sie sind unter diese Wolf kleben. Und die haben die in ihrer Macht.
En dat heeft zo'n gegeven dat mensen hier in ihre Sportkosten, alles wat ze houden, wat ze, zoals in weiße Länder, die beter die Hand, die doen sich wat Tipps hebben, dat ze wat haben, wenn sie alle sind, wenn sie es nicht schaffen können, dass sie dann in Verrot haben. Die haben dort rein alle genommen und haben hier verkauft und haben dort in ihre sogenannte Kirche eingeteilt. Dort nahmen die dort zum Sud sein. Und dann Gott wird die dort 100 Mal geben. Und das passiert ja mal. Weil Gott hat ihnen das gegeben. Gott hat ihnen gegeben, was er ihnen geben will. Und diese lobsen die dort rüt. Weil das krijgt wat die Pharisäer dann deuten. Die lobsen die dort rüt. Und falsche Versprechungen durchdoen. Und sogar Menschen erfahren merken, dort wenn sie nicht tun, dort sie ihre Erfahrung wollen verlieren, oder dort sie dann nicht Gott seine Kinder sind, oder dort sie die angrühen mit ewig verloren zu gehen, mit all seine verschiedensten Amenazas. Kriegen die Menschen das durch. Diese früh, wo du kämpft die zwei Körper allein. Da wir gleich, dass ich das verstehen kann, da wir gleich wegen sie haben Gott hat, wegen es anders hat sie das nicht könnt. Aber dass wir wegen sie ab Druck gestellt wird. Sie wird unter Druck gestellt. Und wird das mehr in einem Schlagfall. Das wird so eingereicht, dass sie merken, da im Schlagfall. Wenn sie nicht besser kann. Was passiert, wenn Gott sein Recht wirklich in der Kirche regiert? Als du ein armer Mensch, was du unter Druck gestellt hast, der macht so und so. No, du wirst jetzt anders, du wirst nur gekickt. Warum muss eine Apostelgeschichte sagen? Hier wir eine Lehre, wo wir wollen lernen von der, was tut die Kirche? Was tut die Kirche anders als das pharisäische Tyranny, würde wir mal sagen, oder diese pharisäische Dictatorship, würde wir mal sagen. Die Macht über die Menschheit hat. Apostelgeschichte sagt, du sei wie, ein ganz anderes System regieren, als wo die Pharisäer regieren. Das existiert. In der Deal, als die Jünger mehr waren die griechischen Juden unzufrieden über die hebräische, weil wird früher worden bei der kirchlichen Todeilung über seinen. Was ich nicht will nehmen, ist, dass du Unzufriedenheit wird. Das will ich nicht utladen von dir. Nicht, dass ich will die Schrift utladen, aber das ist nicht ein Wort vom Punkt, das jetzt. Was wir lernen dann von diesen Vers ist, du wirst utgeteilt. Die wird für uns gehalten. Die wird nicht besser hat, was nicht besser können. Die wird mitgehalten. Und es steht da nicht auf Druck sagen, dass die sollen nicht noch eine Kirche geben, und der Reguläre, was das verschwenden, was die bloß für sich wollen, dass die sich dort alle zu ihnen deuten, und es steht, dass das dort passiert, wie das jetzt anders. Die Kirche, der hat Geld. I mean, du kannst Geld haben. Wir weiten die Geschichte von, wo Menschen Lohn verkauften, die verkaufen, die haben Geld und brauchen dort wird ich das tun, als jeden ein dort fehlt. Das wird du anders wird bei der biblischen Kirche im Vergleich zu der unbiblischen Kirche. Und so, was hier passiert ist, du wirst eine kirchliche Todeilung, du wirst utgeteilt, du wirst die Gift tun, als du fehlt. Und wenn das toenemen, wenn die Kirche was, der zweite Vers sagt, dann roten die 12, die Jünger alle taub und sehen, das ist nicht reich. Da wir unser Luten, dort wird zu predigen, an die Derschen zu tun. Darum, Brüder, sich, man kennt 7 abreiche Männer, die voll Jes und Weisheit sind, die wir verantwortlich merken können, diesen Dienst zu tun. Wir überwollen anholen zu beten und das Wort zu predigen. Now, das ist der Unterschied zwischen wirklichen Lehrer,
wirklich biblische Lehrer und falsche Lehrer. Ein falscher Lehrer, weil keinmal von sich auflöst, der wird lieber das Predigen und das Gebet verschlafen und lieber bei den Geldkosten behalten. Und ein biblischer Lehrer, der das jetzt anders. Der sagt, das ist nicht recht, dass mir und dort kommt. Das geht mir nicht an. Du hast genug andere Tag. Ein biblischer Lehrer, der kijkt nur, das soll abrechtig tun. Der kijkt nur, dass durch biblisch gesonnte Menschen, Männer werden neu gestellt und dort. Aber ein biblischer Lehrer, der kijkt lieber von das Geld weg. Und lässt andere das tun, die wollen sich dort mit weiten. Wings, ich habe was Wichtigeres zu tun. Was wir diese wichtig, der biblische Lehrer, die sagen, wir wollen anholen und das Wort zu predigen in einem Gebet. Das ist ein biblischer Lehrer. Und was soll wir von der ersten Tag von Lehrer, was sich Lehrer schloten an, was gerasslich gerade Kirchen haben. Und die Menschen besäbern über eine Woche oder andere Woche falsche Wunder versprechen und falsche, bis alles falsch wird, bis an, die sein alles Rittes haben. Und wer ist das, wer einmal das tollste Feld für die falsche Lehrer? Das sind die, die sich das wenigste unterstehen haben, was die Wahrheit ist. Und diese falsche Lehrer, das sind Charakter Jerots, die würden lieber bei der Kost beisetzen. Die geben nicht nur Raum, dass sie anholen im Gebet sind. Sie geben nicht nur Raum, dass sie biblisch das Wort predigen tun. Du geben sie nicht nur Raum. Und das ist Charakter Unterschied. Das ist Charakter Unterschied, was wir sagen von einem falschen System und von der biblischen Kirche. Wenn wir können das falsche System nicht in die Kirche nehmen, wenn wir das tun, dann lasst das, merkt wie, wenn die Kirche ist bloß, das kommt von dem Wort Ekklesia. Das meint die Versammlung. Und wenn wir sagen, dass Christus in die Kirche, dann merkt wie Jesus sie nun im Lasteren, wenn wir dort in die Kirche nehmen. Das ist nicht Kirche. Das ist ein System, das ist eine Sekte, wo du sagst nicht das, als Menschen besäbern. Wir würden einmal sagen, okay, ja, dort sind auch die, in den Charismatic Circles, das wo das passiert. Aber der andere, der wird nach Dollar, das Wort predigen oder so, die tun ja nichts, das dort, nicht? Ja, die tun auch. Die tun auch. Ich will hier ein klein bisschen anholen, ein klein bisschen davon reden, was ich als selbst gesehen habe mit meinen Augen. Und was nicht mal biblisch ist. Wenn wir nicht sagen, wir sind eine biblische Kirche. Wir sind eine biblische Kirche. Und wir wollen Dinge tun. Wir teilen uns einfach das, was wir wollen tun, aber die kann schon nicht genug Geld haben. Und wir tun die Menschen, dass nur so denken halten. Wir brauchen da und wir fragen, wie viel was die geben und wir merken das somehow ein bisschen so im Druckfeuer. Ist das biblisch? Ja, das ist nicht. Weet je wat, dat is een ander level van praten. Maar dat is correct hetzelfde wat die Pharisäer doen. Wo wird eine biblische Kirche mit so einer Sache umgehen ist das? Eine biblische Kirche, die wird keinmal gehen praten. Die wird actually, wenn wir wollen kirchen, ich glaube, ich muss einen Fundraiser anstellen. Ich will nicht schlecht reden über Fundraisers. Lass das sein, wenn ihr das was nicht brauchen kann, das ist gut. Aber ich glaube nicht, dass wir das aus biblisch finden, even einen Fundraiser zu haben. Was ist dann eine biblische Kirche? Wo verlässt die biblische Kirche sich ab? Eine biblische Kirche, die verlässt sich ab das Wirken von den Heiligen Geist. Ich kann von einem Prediger sagen, ist das, wir merken den Heiligen Geist, oder wir verlassen den Heiligen Geist. Wenn wir, der braucht das dann aus der wahre Geburt. Wenn sich du wie ein Christ an, aber du bist nervös in dem sein Leben, was passiert. Das ist nicht geändert worden, die war nicht in der Heilung, die haben nicht interessant. Das ist nicht, was passiert mit denen, aber
wie nan den de ween in Christus, weet je wat, wie doen den Heiligen Geist verlasteren. Indem dat we een onware geboren Mensch in Christus aan. Waarom? Met dat merken we dat zo loten dat de Heilige Geist, der heeft niet de macht gehad, een Mensch te ändern. Ja, Jesus heeft den genomen. Jesus heeft den geraad, aber der heeft niet genoeg kracht gehad, den te ändern. Kan je horen hoe dat handelt? Dat merkt den Heiligen Geist im Schwachloten. Okay. Maar nu gaan we mal dat diesen Zweig sagen. Nu gaan we dat mal drei met Goven geven, dat vergelijken. We zijn, dat Gott zien wel, we willen niet een werk doen, we willen niet schaffen, we willen niet dit en dat doen. We würden Gott dat toespreken, dat als Gott zien wel. Aber dus keiner hart gereed te geven. So we doen dan met er nur über menschlichen Weg denken halten. We merken dat zo bekannt, en we praten de mensen werden alle wel geven, en dat is zo zeer schwer. Weet je wat, we doen krijg ze goed den Heiligen Geist verlasteren durch dat. We merken den Heiligen Geist im Schwachloten. Wann du in eine große Kirche hast, das sei wie fair. Das sei wie, wie würde man sagen, die große Mehrheit von Kirchen, was du so erwiesen wollen, was sie schaffen tun, muss wie sagen, passiert das. Dass du meist nicht genug Geld ja zu kriegen. Und sie machen Druck ableiten, Warum? Wenn's sie wollen was tun, was Gott gesteht. Wenn wir das biblisch wollen tun, dann wollen wir gleich prachen. Da wollen wir gleich sagen, du nur schaffen und tun, dass wir wollen Geld abkriegen. Dann verlassen wir uns auf Gott. Dann verlassen wir uns auf, da wird die Horten rieren. En daarom, dat we die daarom praten, dat worden die al komen en praten als ze geven kan. Dat is de onderscheid. Waarom wordt we wat schuiven willen, wanneer God dat niet schuiven deed? En mij eenmaal am uitvinden is dat überhaupt God zijn wel is, zal we in iedereen een dat op ten iedereen een zelfs loten. Wenn Gott den sein Hort nicht rieren dat, warum will wir denn rieren? Das ist so viel leichter. Wenn wir kann ganz geloten sein über die Sache, Gott wird all wiesen, als er das will oder als er das nicht will. Und ich gleich weiß, die Missionaries, Regeln, was sie haben, sie tun nicht bekannt merken, wenn irgendwas fehlt. Sie tun nicht den Menschen herumfahren und fragen, wie viel sie alle donatieren wollen. Sie tun nicht prachen. Sie gehen vor Gott mit dieser Sache. Und du nur als Gott Menschen erhört rieren das. Du nur schaffen sie. Weil je Gott dort ist ein biblischer Weg. Dann wollt wir dort erst von Gott. Und dann hat das so Gift. Dort Menschen, die nicht mal wissen, wo sie sollen donatieren, aber Gott weiß das. Gott redet Menschen, die Gott haben, dort hört, und donatieren auf so eine Stelle, wo die nervös gebracht haben. Wo das nötig fehlt, aber sie haben keinen dort gesagt. En dat heeft allemaal zijn gegeven dat het absenten nur staan met de zon wat er fehlt. Dan zeggen we dat, dit is een werk van God. Maar wat is het wat Jezus hier zegt? Wanneer die eine Gabe gibst, dann doe nicht mehr die Trompet blosen, dann doe nicht, wo würde man sagen, dat Wietenbreit in der Welt bekannt mehr. Worden Zähne abgestellt, dass er auf so viel Gift, und erst dort arg. Wenn das klar gemerkt wird, wo viel in jeder eine Gift auf. No, das braucht nicht, wenn je wegen eine Rechnung führen, wegen ich will
Ich will das was sagen, wenn wir was top down, und du fehlt noch mal eine Rechnung fertigstellen für die Brüder, yes, das ist nicht arg. Und ich glaube nicht, dass die Bibel uns darüber verachten. Aber wenn Jesus hier redet von mit der Trompet bloßen, die wollen nicht Beruf tun damit, die wollen nicht aufwiesen, sagen wir das auf Plattdeutsch. Die wollen aufwiesen. Und wenn die gut kost, und ein anderer kann nicht, und die das aufwiesen, wat der dat an die Person wat irgends wird wählen, aber die kann nicht. Dass sie den damit abheben, oder dass die den raufragen. Das ist eine von den Ursachen, warum Jesus sagt, dort kann ich mit der Trompet verablosen. Und wie würde das Zweig sein, dass das dann passiert mit den Pharisäern? Sie würden nicht mit der Trompet blosen, die Menschen alle aufmerksam machen, und dann kommt das an der Lage, der sie ein Porto an. Das muss bekannt gemerkt. Sagt er, das ist ein Heuchler. Und alles, worum die allein tun, ist, sie wollen von den Menschen euch sein, und das ist auch alles, was sie wollen kriegen. So, was hat dann vielleicht Kasses an ihr gelegt? Nou, so steht da wieder nicht. Ich war meine Guf bis ganz im Geheimen geben, und dann war keiner das an, dass ich wenig gegeben habe, oder Gott hat mich am Hart gelegt, ich soll, und ich hol mich bis Training, ich will das für mich holen. Und so, Wasser hat nicht vielleicht in Kassen gelegt, und dann ihn mal trösten. Okay, so dann hast du keinen Druck, der ich Mord geben. Nur nicht von Menschen soll ich kein Druck sein. Aber wenn wir uns mal untersehen, sollen uns, wenn Menschen mir nicht Druck ableiten, hast du aber von selbst noch nicht wo Druck. Als der Heilige Geist nicht auf einmal doch durch eine Arbeit, und da halt mir das Denken. Wenn der Heilige Geist uns was am Hart leicht, aber wenn die Menschen mich alle Tag lassen, der lässt mich zufrieden. Sehe ich dann, kann ich mich durchschlecken, oder wo würde ich das mal sagen? Würde ich mich mit der trösten, ich soll nicht mit der Trompete verablosen, in den Zweig, ich will das besprechen, und kriegst du das einmal wieder zu länger in der Beipredigt, du wo wir das sollen wegen beten. Wir sollen nicht auf der großen Eichen stehen und beten, dass die Menschen uns alle sein, wo wir sagen, wir beten wollen. Wir sollen in unsere Kummer angehen. Und an unsere Stufen angehen, an uns zu beschließen. Und Gott, der wird im Geheimen sieht, der wird uns halt öffentlich tun. Wer dort Arach brauchen hat, der traut sich damit, ich darf euch beten. Der will nicht mal gemeinschaftlich da beten. Der sagt bloß, ich gut tüßen, beschließt mir in meine Kummer. Weil das Ding ist wieder ein Bett. Das ist nicht gecancelt, dass wir alle top beten da. Und da war ich da holen zu Lothar. Aber was ich will sagen ist, dass, wenn kein Mensch die drecken das, das ist keine Kirche, die Kirche, wo die Bass, der nicht drückt auf die Line, der lässt die ganze Welt, der lässt die Kriegtag, die kostet so die was. Kriegt es Ananias und Sapphira. Die werden unter keinen Druck von Menschen. Das haben wir das viermal. Aber was mir ernt, dass sie kein hecheln. In Matthäus 24, du vertalt Jesus diese Geschichte von, der hat das mit dem Himmelreich verglichen. Und der hat das mit verglichen mit den Gruben, was die keine gab. Matthäus 24, Vers 14. Und du hast das einer, der hat 5 Pengeltjes Gold gekriegt. Und du hast das andere, der hat 2 Pengeltjes Gold gekriegt. Aber das einer, der hat 1 Pengeltje Gold gekriegt. Und der, was der 5 hat, der geht einen Schof damit. Und er gewinnt noch einmal 5. Und der andere, der kriegt 2, der, was der 2 gekriegt hat, der geht einen Schof damit und kriegt noch einmal 2.
Und daarbij zegt de König dat ze Salje, wann hij terugkwam, zegt dat die gehören terug knaag. Die was aber wenig trüge was, ich wollte die eventuell sagen. Aber was passiert mit denen, was du eingekriegt hat und dort ging begraben? Zu denen sagt er, die Bäuser vielleicht knack. Like, wenn die das all wiss, dass ich ein hoher Mann sei, dass ich Rechten da, dass ich dort mein verlang, dann hat sie, wenn sie sich dort soll ab Entras bringen, aber die hast nicht mal dort, die hast dort begruft. So nehmt den dort weg und geeft den dort der altien haf. En diesen vielen Tnai schmied den Rüt. En dies drin. Dat is wat Jezus te vertalen heeft. So de König, der jaft diese jeder aller, der sollte doen und uitdoen, als jeder einer im Sturm wird te handeln, sagt er. Dass jeder einer im Sturm wird te handeln. Der Abguf mit dort unterwehren, was Gott ans Schaf, als glicken groot, als die ein Deul oder wenig gekriegt hast. Die kriegt dieselbe Antwort, als die 5 gekriegt hast und 5 Mal gemerkt, oder 2 gekriegt hast und 2 Mal gemerkt, die kriegen dieselbe Antwort. Und das einer, wenn der hat, das eine angewähnt und hat geschafft, und hat noch eingewandt. Der hat dieselbe Antwort gekriegt. Die Frau hat 3 Knack. Das wäre immer so wenig und die hast danach Fleet eingewandt. Aber no, der kriegt die andere Antwort. Wenn es heute das begruft hat, wenn es heute nichts mehr getan hat. Na, warum habe ich das hier in Versen in Mank? Wenn kein Mensch dir bedrückt stellt, wenn es das König, was du überreisen hat, was du wegreisen hat, und der lässt sich nach der Gunst, der stellt nicht Druck durch, die kann nicht jeder Tag nur sein, was viel er all verdient. Der hat nicht Micromanaging, würde wie man sagen. Der lässt du schaffen. Der kann erst mal eine lange Zeit drehen. Wo immer wenig an Deul Gott an sich hilft hat, was er nicht, du klein, jeder Stolzje du sehen, und ans abdrückstellen, nicht dummel. Da hat die das all die Gift, der Guf hat die all die Gift. Du kannst nicht sagen, ich kann nicht. Oder du kannst nicht sagen, ich kann nicht. Wenn du was Gott die Gift hat. Was habt ihr die Gift? Und du kannst das nicht verstreiten, dass der das nicht gegeben hat. So, die Frau, die wir uns stellen machen, ist, was tun wir mit dort, was Gott an sie gegeben hat? Wenn wir gehen und pochen damit, das ist diese Heuchler, diese Pharisäer deuten, mit der Trompet verablosen da. Sie meinen, sie jäuven dort. Sie pochen mit sich selbst. Und dort soll Gott entehren. Sie wollen den Namen drehen, so von sie das gegeben haben. Und da wir bin ich mal ehrt. Oder Gott entgegeben. Ein Abbrecher Knach, der redet keinmal nicht von Mint. Ein Knach, hat Dulas, das ist ein Sklav. Du wird keinmal nicht ein Handarbeiter mit gemeint. Ein Knach, das Wort, was gebraucht wird, das Wort Dulas, das meint, das ist ein Sklav, was sich nicht selbst ähnelt. Und die Dinge, was sein wird am in der Hand gegeben hat, das sind nicht seine Dinge. Hij moet die hantieren, hij moet die schaffen, dat is zijn Abgabe. Aber das sind nicht seine Dinge. Wenn hij wird rumgehen und pochen mit das, von das seine wird, dann wird er im Bild in großen Trouble sein. Das sind sein Herr, seine Dinge. Naja, wir als Christen, wie nahen an so allein Christus seine Dinge.
Meinen wir das wirklich so, als wenn wir seine Diener sind? Oder brück wie das bloß als Noem? Sei wie seine Handarbeiter, wie würden seine Dachleiner, wo wir jeden Tag ans Lohn kriegen, oder sei wie seine Sklaven? Das was wir uns Frauen machen. Ja. Wenn wir seine Sklaven sind, was eint ein Sklav? Was eint er? Nichts. Der eint sich nicht selbst. So ist es von der ersten Tag erst, wenn wir woher reisen wollen, wir müssen einen Abweis haben, wer wir sind. Wir müssen eine Identifikation haben, wir müssen einen Pass haben über die Grenze. Ein Sklav wird kein Abweis haben, wer er wird. Wenn er einen Abweis hat, dann wird er seinen Abweis haben. Ich sehe den sein Sklav. Und der wird einen Brief haben von seinem Wirt, dass er Freiheit hat, durch die Hand reisen. Da wird sich mit gebunden fühlen, ne? Die waren uns Frauen. So wie Christus seine Diener. So wie Christus seine Sklaven. Voor ik met den seine Freiheit, doe ich alles, was ich tue, mit den seine Freiheit. Oder sind die meisten Entscheidungen, die ich nehme, die merke ich bloß mit mir selbst. Und der Jita, was mein Herr mir anvertraut, was ich soll aufwenden, verarmt in ihr, stelle ich dir diese Hand, das waren meine Dinge sind. Da komme ich mit einem Brief von Christus, wo du mir Erlaubnis gibst, was ich zu tun habe. Wenn ich die Dinge an meinen Namen habe und ich handle das, als ich die will, dann sollen wir uns was abhören mit Sklaven nahen. Dann können wir uns nicht Sklaven nahen. Wenn dann sage ich wieder, was du dort ab und da sind einen tun. Aber wir tun nicht. Er eint alles. Kriegt sie Gott, als Jesus alles einen tut, als er hier bei ihr ging, wenn er auch so wird, als wenn er nicht einen tut, wenn er sagt, die Fehl haben Naster, die Fast, die haben Lacher, aber die Menschen sehen haben nicht, wo er seinen Kopf hat leicht. So weit hat er sich dort uitgetrokken, Gott zu sein. Oder so weit hat er sich dort uitgetrokken, dat hij dat alle ene dat hij zich zo weit uitgetrokken. Zo weit leidt hij zich rauf. En dag één hij dag ren alles. Even dit, wat de Pharisäer met de trompet blozen deuten en wijzen hoeveel ze juichen. Dat wir euch dat sei, dat van dat genomen, dat wir alles Jesus sind. En dort kom diese met pochen, zoals van zij dat gegeven haben. Dat wordt zo erg merk. En dan, de Ehe wird Jesus treffen. Warum sei nicht nur ein Sklav? Und das ist geschickt. Von sein wird, wo wird Hand zu bringen. Was wertvollet. Eine Gove oder was immer. Und das Sklav, der kommt durch Hand und lässt den Brief das sehen, was sein wird am Haft mitgegeben. Und ich kommt das Sklav durch Hand, das von heute bringt. Sich einen großen Namen zu merken. Wie gut wird den Sklav dort uitkommen? Nou, ein Abbrecher, Sklav, der kommt nicht mit sich selbst zu haben, der kommt mit dem Wirt sein Brief zu haben und mit dieser Gove, was sein Wirt geschickt hat, kommt er zu haben und sagt, mein Wirt, der schickt ihn das. Und ich sehe bloß die Trauer. So die Ehe, die geht nicht nur diesen Sklav. Die geht nicht den Wirt, der das geschickt hat. Wo glaubt ihr, was uns das uitkommt? Für Gott.
dass wir den seine Gruven nehmen und geben der irgendwo, das von wieder gegeben haben. Das ist eine Frage, die wir uns mal beantworten. Dass wir den Namen drehen, wo mildgeberig wir sind. Dass wir den Namen drehen, wo goudmeinend wir sind. Wo fern wird uns das uitkommen? Wenn wir schwören für Gott stehen. Dass das Gute, was Gott gibt, was wir sollen wieder drehen, und wie wollen die ihr Hand dafür? Glaub mir das. Und in Gerichtstag wird uns das nicht uitkommen. Du wenn groß, als wir ein Teil oder wenig geben. Das ist nicht von uns. Das ist auch nicht, das ist nicht meint, was ich gebe. Das ist Gott sehen, den gehört hat. Das wird das so Sinn merken, dass wir verablosen tun und wiesen uns, wofür wir gegeben haben. Was wird dann, wie viele Menschen dann in Gedanken dann kommen, wann das ist? Das sehe ich nie nicht echt, was das geben da, das. Mein Name kommt nicht der Kredit ab, dass ich was gegeben habe. Wo würden viele Menschen dann sagen? Ne, woran wird mich da noch anstrengen? Nicht so? Woran, okay, wenn ich muss nichts dafür haben, woran würde ich mich dann verhebt noch anstrengen? Viele würden das nicht wollen tauschen oder zuerst, aber im Hort passiert das so leicht. Woran passiert das dort? Wenn es das Hort noch nicht eingestellt ist, dass Gott soll all die Ehe kriegen. Wenn es das Hort noch nicht verfallen mit Christus verbunden ist, und das Hort noch nicht so gesagt ist, Christus erst dort wird, dass er all die Ehe kriegt, und dass er allein den Namen trägt, das von allem alles kann, wenn das hat. Er darf sich nicht stehlen, tut ihnen, dass er soll alles sind. Das ist, woran man Paulus sagt, von Christus, der tragt sich das so aus Gott sein ut. Aber er wird die Welt ja Gott. Und er hält das nicht aus gestohlen. Er hält das nicht für gestohlen. Er hält das Gott sein nicht aus dem gestohlen. Woran wegen, er kann sich doch stehlen, wegen, er wird. Am Gehirn das alle. Und alles, was du hast, aus dem Himmel oder ab hier, das ist alle von ihm, von ihm, und je trainen an. Und dass wir uns würden wählen, den Namen wollen drehen, das von wie, der Mildgeber oder der läuftulige Menschen sein, die so viel ewig haben von anderen. Da wir an die Ehe stellen. Aber die Frage, die wir noch gegen letztes Mal uns beantworten, ist das. Wenn das so dort ist, dass das alles singt ist, und krijgt nun, wo wir uns anstrengen, die Erde jetzt nach Arm, wenn ich nur uns keine Ehe von kriege, verscharrt mir der Mut dann. Mir wegen wieder anzustrengen. Oder, gib mir das dann mehr Mut. Dann was noch da zu schaffen. Du verteilst sich das. Wenn ich das nicht mag, das Schwere, was ich gedacht habe, der Ehe dafür, wo ich nicht kriegen, der wird Christus kriegen. Wenn mir dann der Mut verscharrt, da will ich in das sein. Dann habe ich das wegen der Arrechte Ursache das alle getan. Das ist alles arg. Das ist für Jesus. Aber wenn das jetzt anders steht, wenn wir würden vielleicht wenig Mut gehabt haben, wir würden vielleicht nicht eine große
eine Ursache gesagt haben, warum weit mir noch so sehr anstrengend. Das finde ich auch schon da, als ihr das mal einmal so, Christus kommt ja uns bald, das betont sich auch gleich noch viel was anzufangen. Habt ihr mal sonst dort gehört? Okay, so, wenn Christus kommt, dann betont sich dort nicht, und wenn er noch nicht kommt, dann betont sich dort, was sagt dort? Das sagt alles, was ihr tun, dass ihr bist für ihn selbst. Aber wenn wir würden sagen, Christus kommt morgen, dann das betont sich dort. Wenigstens wir tun das nicht für uns selbst. Aber du hast eine falsche damit, sehr leicht manche Menschen. Dass die alles wollen mit seiner eigenen allein, wenn die erst nicht in den Ernstkampf, und dass die dann vielleicht auch gleich wollen Fliegt aufhören. Weet je wat, in die tijd als een mens in je voorfühlt te worden. En fühlt zijn als zin. Wegen Gott hat uns hier so gesagt, und Jesus hat ja das in Matthäus 24 uns all gewesen. Dort fühlt sein, dort der Gut, was Gott uns gibt, der begroven als Sinn. Dort nicht aufhören, was Gott uns gegeben hat, und sie würden sagen, aber das meint bis im Jäselchen. Ja, das meint im Jäselchen, aber auch im Titelchen. Auch im Titelchen. Und dort kann ich mal Paulus sehen, wie es soll sein. 1. Thessalonicher, 2. Thessalonicher, und das dort hat er noch Timothy Gemeinden dort geschrieben. Wer nicht schaffen will, soll es nicht eten. Fühl hat als einen Sinn. Schlaf sein als einen Sinn. Gott hat uns hier die Kraft gegeben, den Körper gegeben, was sich bewegen kann. Und wir sollen beschäftigt sein mit alles, was wir tun, dass Christus sein Recht kann toenemen en wassen, dat het toenemen en dat het te zijn is, dat de wereld dat zijn kan, hier is wat anders. Wens de wereld als vervult, zoeken en vreten van andere welden leven. Dat is in de wereld. Maar niet bij een Christ. Maar we moeten in 1. Thessalonicher 2 gaan. Vers 5. 1. Thessalonicher 2, Vers 5. Hij zegt, je weten zelfs, dat is aan Paulus zien wird. Je weten zelfs dat we niet met werden jün komen, dat jün schmeichelden. We verzochten ook niet hingerecht te worden van jün. Dat kan God bezien. Zie, hier is het dit grootste dat jeende als wat de falsche leren doen. Die probeeren hingerecht te worden van dat wat ze kan dat geld of die kan ze zo becijferen dat ze die meer en meer geld krijgen. Nou, zegt Paulus, dat is niet wat we doen. We werden ganz selbst wat. We zagen ook niet ihr, niet bij jullie, ook niet bij andere mensen. Als Jezus in de Apostel had we dat kunt. We zeggen, we hadden actually een Reich. We strengen ons aan. We studieren, we leuten nicht nur, we studieren de Schrift, we predigen dat Wort, we werden Tag en Nacht im Gebet verjüngt. So, je würden han so, wir würden han können fordern, dass die uns feiten down. Aber was sag ich? Aber wie wir läuftulich zu gehen, läuftulich aus einer Mutter beim Besorgen von ihren Kindern. Wie wir ihn so gut. Wir brauchten ihn mit Frieden nicht bloß das Evangelium von Gott, aber auch ans ihn het Hort im Leben so viel retten wie ihn. Brüder, je können ihn noch denken, wo wir beginnt gearbeitet haben. Wir schaffen Tag und Nacht, dass ihn das nicht kosten soll, als wir ihn das Evangelium predigen. Wir schaffen Tag und Nacht, wir schaffen in Deuten, dass wir selbst zu leben haben und dass wir die Arme geben können. Das wir, wenn sie das nicht so deuten, da wird Paulus einen Sinn geteilt haben. Er sagt, je in Gott können du für anstellen, wo wir beginnt werden, da du glauben, aufrichtig und herrlich und ohne uns zu Schulden kommen, uns vor zu Schulden kommen loten. Gelebt haben. Das war wie du lebten. Wir wollen nicht umsonst haben. Wir wollen nicht gegeben haben.
Wir wollen lieber uns selbst anstrengen. Und Paulus helpt das auf eine Stelle noch denken, sagt er, denk du an, was Jesus selbst sagt, geben, als soll ihr aus nehmen. Wenn die kann geben, dann gib lieber. In den 2. Thessalonicher, Kapitel 3, Vers 6, da sagt Jesus das. Wir haben hier noch was zu sagen, liebe Brüder. Und dort in den Herrn Jesus Christus seinen Namen. Trag ihn treu von seinen Brüdern, die bloß rumdrieben und nicht so leben, als wir ihn dort gelehrt haben. Er sagt, trag ihn treu von den Brüdern. Was will er damit sagen? Wenn sie haben da so eine Mann, was nicht will, die wollen sich nicht anstrengen und die verleiten sich bloß auf andere. Andere wollen Mehl fordern. Das ist doch in der Christentum, da sind die doch alle so mildgeberig, da sind die doch alle so open, da sind die so behaltlich, nicht? Warum wird mir da noch anstrengen? Weißt du was? Wer so gesonnen ist, der hat damit seinen Christenglauben aufgesagt. Und was sagt Paulus? Er sagt, trag ihn treu von dir. Weißt du was? Wenn jeder wem sein, der kommt durch ab durch Han, der kommt durch ab Han, wenn er will etwas gut haben, er will etwas gegeben haben und gegeben haben. Weißt du was? Und die geben den Bus. Die halten den viel Wort. Das ist was Paulus gesagt. Die halten den viel Wort. Er sagt, der muss rumdrieben und nicht so leben, als wie jüng gelebt haben, wie jüng gelehrt haben. Und was haben sie vergelebt? Wo haben sie gelehrt? In 1. Thessalonicher, du halb hier denken, Kimmel, als wie du wir schaffen Tag und Nacht, dass ihnen das nicht kosten soll, wie streng uns an. Und andere wird, was Paulus sagt, das ist in jeder einzelnen Arbeit. In jeder einer wird sich anstrengen, in jeder einer wird schaffen und tun, dass er wird Haft ihm geben. Wenn du bei so einer ist, der will dort nicht utnutzen, sagt er, trag ihn treu von denen. Das ist ein schweres Ding zu tun. Wir wollen jeden halten. Aber was dann, wenn du so eine ist, was du sich bis ab verlassen, was bis gegeben kriegen? Das ist nicht unser Wert. Paulus selbst sagt, er trag ihn treu von denen. Wenn er nicht will, dann lut ihn erst mal zuführen. Lut ihn erst mal utfüllen. Wie man du nicht kijken, als der nicht die Kapazität hat. Du musst wir nicht kijken. Wie man du nicht kijken, als der bloß nicht. Und das woran wir sein, wenn du wem gehalten wird. Wer wird das immer? Wird das nicht der Wert für uns? Und was sagt Paulus zu Timotheus, wann soll ein Wert für dich auf die Liste abkommen? Wenn du keiner wie, was du kannst für dich sagen. Wenn er Wert für eine Familie hat, dann lohnt dich erst für dich sagen. Und lohnt dich nicht nur los sein für die Kirche. Wenn der nicht für eine Familie sagen, dann sagt er, du hast alle in Christen Glauben aufgesagt. So das ist, was Paulus sagt. Wenn du so eine hast, die auf nicht nur Raum, der will bis mitgefeuert sein, trag ihn treu von denen. Wenn es da wird bald, den nächsten, da wird das auch so mehr. Und in dit Jahr wie sein, wird ein Welfare-System das in ein Land. Wenn die wollen ein richtiges Land kaputt schreiben, dann stellt bloß ein Welfare-System ab, was alle Mann darf, wenn ich zu leben habe. Door und ihr Segen sein, dass die würden kann schaffen. Gif bloß. Gif und gif und gif. Solange als dort 1 Million Menschen sind, die alle schaffen und alle du was zu tun, und die 5, 2 oder 3, was ich schaffen will, dann ist das noch nicht zu spüren, dass das was war. Aber wenn einmal 10 Mal das sein und sagen, okay, so ich muss hier so schwer schaffen, ich tue diesen Tags, und Jan Fühler, der kriegt das bisschen gegeben, und warum will ich schaffen? Nu sind all 10 Mal. Nu fängt das Welfare-System an mit Schwander unterdrehen. Er wird dann, wenn die nicht der Half sind, wird sagen, okay, so wenn ich besser habe, wenn ich besser habe, wenn ich nicht schaffen darf, wenn ich schaffen darf, das ist Krieg, wo eine Society kaputt geht. Und das ist biblisch,
Dat is onbiblisch, wenn sie das erste staat doen, bis geven en geven. En so, hij sagt, wir sollen uns trekken von dir. Wat meint, trekken uit dat systeem? Die haben wat neidiger te doen als dat. En we hebben het zelfs in de boeien gezien. Missionaries, wat goed gezien werden, wat bastet willen, wie doen willen, die willen dat bastet doen. En die brengen dan meer en meer eten aan, en ja, schaffen dat wenja. Waarom? Je dient je eten en sonst, waarom strengen we ons aan? En ze staat eine generation heen aan de andere hand geforderd krijgen, en die hand een veelheid aan je wereld. Dit is een systeem wat ik schaf. Societies, die ran zich kapot. So wat zegt Paulus? Nou, zo'n wat er niet schaffen wil. Die wordt een bus randrie, wordt een bus wel veel zijn. Laat dan toch. Laat dat speren, wat die Falljung zijn van veel zijn. Meint dat we hebben niet een hart voor die? Ganz genau hebben we een hart voor die. De Bibel, God zelfs heeft een hart voor die. Maar hij heeft ons ook een körper gegeven, hij heeft ons ook een verstand gegeven, hij heeft ons een tijd gegeven, waar we kunnen schaffen in ons leven. En wanneer we oud zijn en niet meer kennen, en du weer sagen, dat vindt, Gott sei Dank dafür. Und das soll auch so dort sein. Aber wat je wat, dann soll wir in onze gezonde jaren geschafft haben. Dann soll wir dann geschafft haben. En wat wären die conditions, worauf eine wird für die überhaupt können auf Belisten abgebracht worden? Sie soll es bewiesen haben, dass seine Gottesfurcht wird für wird. Sie soll die Hälfte ihrer Feit gewaschen haben. Sie soll gedient haben. Das ist, was er meint. Die muss in ihrer Zeit gewesen haben, dass sie wirklich auch ihr Part getan haben. Dass sie geschafft haben. Er sagt, ihr wollt selbst Gott. Das ist in 2. Timotheus 3, Vers 7. Je wollt selbst Gott, dass je so leben sollen, als wir beginnt lebten. Wir vierten uns so ab, als ich dort gehört. Wir nehmen von keinen das Brot umsonst. Wir arbeiten Tag und Nacht, dass wir keinen zu losfallen würden. Das haben wir wahr hier. Und das sagt meist das Salje, was er in 1. Thessalonicher sieht. Das dort wie du wehen, dass wir nicht nur wehen, dass wir nicht ein Reich haben von jenen zu verlangen, wo wir zum Leben brauchten. Aber wir wollen jenen ein gutes Vorbild sein. Wir würden Gott haben können. Und wir würden mit Reich haben können, bei jenen mitleben, wenigstens wie streng uns soll an für jenen. Das Evangelium, was Paulus durch anbracht, wird Paulus dort in andere Worte das sagen. Das Evangelium, was wir jenen brauchen, das hat jenen direkt gemerkt. Und sie würden sagen, aber wo kann die sonst sein? Die Christen, die werden bis nach Oma. Die werden alles Fut genommen, wenn ihr glauben. Wo kann die dann sein, die sind in alles Rekke geworden? No, die werden in alles Rekke. Wir haben das mal diesen Zweig besäumt. Ein Mensch, der nicht im Glauben ist, der weltlich leben hat, der bis sein Geld verschwendet, der hat seine Gedanken und nichts, was nützt. Der verschwendet dort und dort stiehlt er noch und merkt bis immer gerater Trouble. Und das regt nervös tot im Leben. Seine Familie sucht du ja. Nach einem Tag belebt er Gott seine Gnade. Er kriegt das Evangelium zu hören. Und sein ganzes Leben ändert. Seine Separie geht ab, sein Geld verschwendet geht ab. Nu wendet er seine Zeit an, was nicht geht an. Und nu schafft er. Nu verdient er mehr, als er erst verdient hat, wenn es erst wie er fühlt. Und sagt was von anderen zu leben. Nu schafft er. Sein Leben hat geändert. Alles stellt sich anders an. Und nu kämpft er zu Wort. Merkt das sein, dass ein Christ nicht gerade, even wenn die Welt auch gegen ein Christ ist. Aber dass ein wahrer Christ euer zu Wort kommen kann als ein Weltmensch, das mag 100% sein. Und so, nu sagt Paulus, das ist das. Wie würden das haben können? Die sind actually durch uns geworden. Jene ganze Society, jene ganze Umgehend hat so geändert.
durch dort, dass das Evangelium erst nicht hingekommen. Die schaffen nicht anders, die leben anders, die wenden jene Sachen nicht anders an. Das geht deuten. Und du kannst sehen ab dort. Die sind nie besser auf. Mit einer kleineren Annahme ist es schwer mit einer großen Annahme. Warum? Wenn Gott hat jeden Wach gewesen, wo je kann das anwenden, dass das mehr verschlägt. Die sind nicht, die leben, und das von der ersten Tag. Wenn wir mal kicken dann, Menschen, die zum Glauben kommen, wo ändert das ihr Leben? Nicht bloß, wo das die von Büten nicht sind. Wo werden die ihre Fleet an bei der Arbeit? Wo werden die ihre Fleet an, das Reich anwenden, da was sie verdient haben? Wofür mehr verschlägt das nicht? Das ist ein ganzer Unterschied. Das meint, wir sind direkt geworden, dadurch, dass das Evangelium erst noch anzukommen. Das ist, was Paulus hier sagt. Wir wollen ihnen ein Beispiel sein. Wir würden haben können, wenn sie direkt geworden sind, wir würden haben können, mit Reich sein, so nie, weil ich ein Porto von habe. So viel besser auf es nie sein, so viel besser als nie zu leben haben, wenn ich nicht würde beginnen mit eten, wird noch nicht so viel sein. Aber sagt er, wir brauchen dort nicht mal. Den Reich, was wir haben, haben wir nicht mal genutzt. Warum? Wenn wir wollen ein Beispiel sein, wir wollen ihnen ein gutes Vorbild sein. Wir wollen ihnen ein gutes Vorbild sein. Meint das, wenn wir uns wem übernehmen, und den Halt, dass die zu leben haben, dass das arg ist? No. Aber das soll von uns auskommen. Dass wir das wollen. Nicht von der Person, die du willst gehalten sein, dass du nur streben. Wenn es ein wahrer Christ, und lass mir das sein, den wird es geschenkt, dass das schließlich sein kann, wo er soll halten. Und uns trifft das zu halten. Uns trifft das, dass das zu feilen ist, wo Gott ist. Aber danach ist die Schrift sehr klar. Das ist die Schrift sehr klar, dass wir nicht viel hat unterstanden. Und dass wir ein Vorbild sind, dass wir nicht grobeln und tun, ich will von mir was tun. So ist Paulus gesagt, ich würde gut haben können. Wenn ich mal arg gewesen sein, wenn die mich uns gefeit haben, aber ich da dort nicht. Dort je sein kann, wo wir wirklich leben sollen. Als wir noch beginnt werden, seht wie jünt dort all. Wer nicht arbeiten will, soll auch nicht eten. Wenn du wer nicht loshaft im Schaffen, soll er einfach in mir ziehen, du Pferd. Wenn du wer nicht loshaft im Schaffen, dann dort bist dort stört sie auch nicht eten. Und im Jahr sich ist was krallen, dann wird das all bald sein, ich glaube, ich will mal einen Rut sehen. Was dann aber, wenn du wir nicht arbeiten wollen, der kriegt bis immer während genug und so zu essen. Was denn sie nicht mehr dort dann auch sein, dass ich mal schaffen. Das wird nicht. So dann do wir actually entscheiden. Wenn wir dort sagen, du hast eine Person, die will nicht, dann sei dort nicht wie, dass der nicht essen soll. Dann sage ich, dass der Schrift. Ich habe nichts gebieten, ich habe das gelesen. Als wir noch beginnt werden, seht wir beginnt dort all. Das ist ein Paulus wird. Wer nicht arbeiten will, soll auch nicht eten. Das meint nicht, wer nicht arbeiten kann. Er sagt, wer nicht will. Wir hören, dass einige von ihnen nicht nützlich tun, anderen herumdrieben und nicht arbeiten. Das ist, was Paulus sagt. Das ist, was wir vom Wasser von ihnen hören. Und glaub mir, das sind Menschen, wo wir immer Rahmen uns haben. Und manken uns und so ist dort. Und das ist eine Warnung für dich. Von der Bibel, dass die sollen dummer abhören und die sollen gut schaffen. Hij sagt, das steht hier in der 12. Vers, so eine Arten wie dort an, in sein an in den Herrn Jesus Christus seinen Namen.
Kijk hier, wo iedereen hij dat zegt. Dat zei niet wie. Dat zei wie in Jesus zijn noem. Dat meint zoveel Jesus zelf zegt dit. Dat zij stel arbeit doen zullen en zich brood zelfs verdienen. Dit is een biblische leer en dit is een christelijke leer. En dit is krijg wat we willen uitnemen van dit. Ik wil dat ik hier, wil ik maar zeggen, ik heb hier een thema bij doen, wat met dit matchstamp en ons tags en toch nog een breide thema bezien nog genomen. Dat heeft alles te doen met geven. Dat heeft alles te doen met dat we zullen schaffen en dat God zijn noem dadurch verherrlicht wordt. Dat zal alles doen te doen, dat God zijn noem wordt groot maken. Maar wat ons verboden is, dat is dat we dadurch de eer krijgen. Dat we niet gewoon blozen met de trompet, dat we de mensen nu willen wijzen, wat we nu gedaan hebben. Nou, dat heeft God gedaan. We moeten dan denken, wanneer we God in het geloven zijn, dan brengen we, zijn niet we wat we een geschenk aanbrengen. Dan nemen we God zijn geschenk en we zijn best de trouwen. En we hebben een gelovenbrief met, een brief wat ons geloof geheerd. We hebben niet onze ene entiteit op dem brief. We hebben onze wet zijn entiteit op dem brief. En we gaan en we brengen dat geschenk pas weer. Dat is van we een geloof geven. Want dat is al alles God zijn. En wanneer we gaan en doen ons van wie dat gegeven hebben, like dat is van mij. Nou, dat is niet van die. Dat is van God. Maar dan zijn ons ook deze ganz klare dingen opgeschreven. Wo we ons te benemen haben, wo we zullen damit omgaan. En wanneer we zo'n dingen zijn, dat de veelheid is, dat du nicht willens is, dan zal we ons terugtrekken van dat. En op laatst, alles wat we doen, als met weer en met werken, zoals Paulus zegt, dat we alle God in de eer, dat we alle hem dat God zijn recht beschikken, dat den zijn recht gebied wordt. En den zijn recht wordt niet gebied, indem dat door 2 of 3 den wel onttragen en de andere alle aan zijn metjen. Den zijn recht wordt gebied, we zijn alle geloven. We zijn alle geloven aan denzelfde Herr. We zijn alle op denzelfde weg. Dan straft dat alle ons klikken zij onderstreven. Ik heb op mal deze weg. Wanneer du een missionary in een vreemd land voert, dat evangelium te predigen, dat is niet dat die missionary alleen voert te gaan en de weg alleen draagt. Du bent de herd wat den missionary ondersteunen. En dat die alle de weg te volgen krijgen, wat het op zich heeft. En dan wordt het maar met een barm vergelijkt, want er wordt een barm gegroefd. Die laten zich niet alle tegelijk in een barm nemen, om te groeven. Du bent een herd wat hier buiten uitstaan en de amas eerder uitdragen. Du bent een herd wat hier allemaal met den strang geschaffen doen en op één dag gaan die alle waterblozen in ihre heen. Die wat er ben gegroefd heeft, ook die wat hier aan den strang gepult heeft. Dan die alle wat hij gedaan. Dit is wat ons treft te doen als kerk. Dat we alle waterblozen aan de heen gaan. We hebben alle aan God zijn recht geschafft. Al onze knieën haben sich gebeugt und all unsere Knien sind auch schlammig gedreht. Von den Knien sind für Gott. Und das ist eine schwere Arbeit, wie wir müssen sagen. Wer kann das tun? So wie wirklich würden sollen. Und alle strengen uns physisch an und alle tun unsere Arbeit. Wenn die auch verschieden sind. Aber uns gehört das. Dass Gott sie nun nicht verlässt, das Wort. Dass wir so leben, dass ich das dann noch gehört, dass das zu sein ist, du erst was passiert in uns Leben, dass das zu sein ist, und dass wir nicht ein pharisäisches Hort haben, ein besäberndes Hort, wird wir mal sagen, wo du, der wird früher ihre Häuser rütfreten, wird wir mal sagen, die mit Fliet so umgehen, dass die sollen raufkommen, dass wir da haben Gott noch kann, zu ihnen, das was passiert.
En han oba vergeven hoeveel zij voor de wet voor is duiden. No. Dat is zeer onbiblisch. Zo ons traf dat naar beide hand te kijken. Wem fehlt dat? Naar te houden. Wer will das nicht? Das Paulus sagt, dann müssen wir uns drehen. Aber das müssen wir alle gebetsvoll tun, dann müssen wir nicht gleichgültig tun, und uns auch nicht höher durchstellen, als wenn wir besser wollen. Wir sind alles Glauben an denselben Herr. Aber Gott ist dort, wem die ihr traf. Und Gott ist dort, wer auch die ihr wird kriegen. Und das ist, wo wir sollen uns befreien. Amen. Laten we sluiten met een gebed. Laten we je graag daarvoor, we komen hier nogmaals verdienen. We danken je voor die woord. Dat die zo klaar redend is. Over haar, dan valt einer zich zeer vermund. Dan valt einer dat we hard in kämpfen, wo lang niet graag in een dienen jeder overwendet. Aber ik bid haar, dat die ons moest kracht geven, dat we dat dan van nu aan recht doen. Dat we dollar doen en kijken doen, wat die woord zegt. Dat we immer dieper dat studieren mogen. En dat we al die dingen wat die ons geeft, dat als van ons leven, in de titel geeft en alles wat die ons geeft. Dat we die immer dollar mogen aankijken, niet als ons, maar als dienen geeft wat die geeft. En daher brauche ich, dat die ons mocht wijsheid en verständnis geven, der reich aan te werden. Dat we kein dadurch Schulden andoen, aber leider allen halten damit, wem der Halb fehlt. En dat we verständnis haben und checken, dat we nicht aber Anrechte steht, auf einmal halten down. Mocht die uns dat immer klarer merken und immer daler wesen. Und Herr, ich bete auch für dich, was du vielleicht nicht gemacht hast. Was du vielleicht irgendwo in Dauntig sein. Mocht die auch du Weisheit und Verständnis geben, in die Kraft, in den Mut geben, dass wir das sein können, dass die Bibel gerutzt hat, erst was uns sagt, wir sollen uns anstrengen. Und dass es sich lohnt, für die anzustrengen, dass die das wird besser. Dass wir uns Leben handgeben, die zu tun. Mocht das uns sein, mocht das, wo du uns hart geändert hast. Und himmlischer Vater, ich bete auch für alle Kranken, was durch eine schwere Zeit durchgehen. Alle, was ihre Mut verrutscht ist. Und ich bete auch für die Regierung, was die uns gegeben hast, in uns Land und unsere Nachbarländer. Und Herr, mocht die sein, was die ihre Harten regieren hat. Und sie wissen, dass die hast, die bist sovereign über alles, über even sogar über deine Feinde. Und du beten wir für, dass die mocht end in Gehorsamkeit Hart geben, was nicht die gelenkt ist und was alles so dat, als die dort geplant hast und als die dort wärst. Das beten wir alle an Jesus in Namen. Amen.